Ich wollte euch heute gerufen zu Wiesnitz. In Wiesnitz sind noch du Jiden? Nein, nicht immer die Jiden. Wiesnitz ist sehr interessant. In dem Sinne ist es interessant. In Wiesnitz, wenn ich bin geboren geworden, Vater Milchommersteiger, Vater der erste Milchommer, der zweite Milchommer, ist er. Bis in die Sowjeten sind in Wiesnitz gewesen 6.800 Einwohner, ein kleinster Stadt. Und von sie sind gewesen 6.300 Jiden. 90%, 92% Jiden sind gewesen in Wiesnitz. Heute ist kein Jidenstadt. Wie weit ist Wiesnitz von da? 70 Kilometer, mit einem Auto vor einer Schulzeit. Das ist der berühmte Wiesnitzer Chassidim gewesen, das Wiesnitzer Häuf ist von den Wiesnitzer Erben, das hat alte Dynastie von Rabbunen. Sie sind heute in Israel und in Amerika vertreten, haben sich ihre Chassidim. Das ist der Chassidische Städtel. In Wiesnitz sind schon die Jiden nicht verraten. In den anderen Städten, das Segenen, dort die Jiden sind schon gesagt mit verraten. 2 Mischpoches, 3 Mischpoches, 15 Jiden, 20 Jiden. 2 Mischpoches, ob sie da einer, was gibt Jiddisch, ist der größte Rätsel von uns. Nu, ob so reden Jiddisch, ist, weiß nicht. Natürlich Jiddisch, von einmal. Nein. In Tschernowitz kämen noch etwas auf Tschernowitz. In Alsouizerland versteht sich die Leute der letzte Volkszählung, was ist gewesen, da mit der Purka durch und zurück, sind in Tschernowitz geblieben 1300 Jiden. Ja, na das ist nicht damals. Sie do mehr. Ja, so darf sein nach 2000, über 2000 Jiden, darf sein in Tschernowitz. Sie haben genommen, weißt du es, Leute der Sprache. Nationalität hat man nicht gefragt. Na, was für eine Sprache redet? Nur der größte Teil redet Russisch, Ukrainisch.